Ich möchte euch heute keine Adventgeschichte erzählen, sondern ein Adventerlebnis erzählen. Und diese Geschichte heißt Der Hundschrecker Stoppel. Im Vorfeld habe ich erkennen müssen, dass die heutige Generation sehr viele nicht wissen, was ein Hundschrecker Stoppel ist. Aber vor 70 Jahren haben das alle Kinder gewusst und die Jugendlichen. Ein Hundschrecker Stoppel ist ein Korkstoppel mit einem Loch und da ist in der Tropfengröße ein Sprengmittel drinnen gewesen. Und die Hundschreckerpistole war so ein Blechgefüge, da hat man vorne den Stoppel hineingesteckt und wenn man abgedrückt hat, ist ein Metall, so wie ein Nagel, in den Stoppel hineingefahren und dann ist der explodiert. Das hat einen Kracher gemacht. Wenn ein Hund in der Nähe war, der ist davon gelaufen oder hat sich wo versteckt oder ist unter das Bett. Deshalb heißt das der Hundschrecker Stoppel. Ja, wie gesagt, vor 70 Jahren, der Johann Max, ein Bauernsohn aus Muckerberg, war in der 4. Klasse Volksschule und wir hatten einen strengen Lehrer. Und dieser Max war mein Sitznachbar. Wir saßen in der vorletzten Reihe dieser Klasse im ersten Stock des Schulgebäudes. Also 4. Klasse. Kugelschreiber und Füllfeder gab es kaum. Jeder Schüler hatte in der Schulbank ein eingehängtes Tintenfass und dort wurde die Feder eingetaucht und dann geschrieben. Und mit solch einer Feder stocherte der Max während des Unterrichtes in einem Hundschreckerstoppel herum. Auf einmal gab es einen fürchterlichen Kracher. Der Stoppel war explodiert. Der Lehrer rief laut: Wer war das? Niemand meldete sich. Es war mucksmäuschenstill. Nur bei Max rauchte es aus Nase und Ohren. Der Lehrer sah dies und brüllte: Johann, was? Hände nach vor! Handfläche nach oben! Max ging seelenruhig nach vor zur Tafel und hielt seine beiden Hände gerade ausgestreckt nach vor. Der Lehrer hatte einen kantigen Stock von 1 Meter Länge in der Hand. Dieser Stock diente sonst als Metermaß. Der Lehrer zog mit dem Stock auf und ließ ihn dann auf die Finger von Max heruntersausen. Einige Zentimeter vor den Fingern bremste er den Stock aber ab. Dies wiederholte sich 3-mal. Der Max hielt seelenruhig seine Hände nach vor. Dann zog der Lehrer aber wieder auf, um mit voller Wucht zuzuschlagen. Diesmal zog Max aber die Hände ein. Der Lehrer hatte aber diesmal so gewaltig zugeschlagen, dass er einige Schritte nach vor zur Wand gehen musste, um sich abzustützen. Sonst wäre er hergefallen. Die ganze Klasse lachte. Der Lehrer kochte. Max war schon längst bei mir vorbeigelaufen. Er rief mir zu: Pack die Schulterschen eng! Und lief weiter zur Tür. Dann hörte man nur noch das Poltern über die Stiege hinunter. Der Lehrer brauchte einen Moment, bis er Max folgen konnte. Max war schon längst im Schulhof, als der Lehrer losrannte. Der Lehrer rannte gerade zur Tür hinaus, als Max bereits zum Fenster heraufpfiff. Die Schultasche hatte ich fertig zusammengepackt
und warf sie beim Fenster zu Max hinunter. Dann war er ganz rasch weg. Der Lehrer kam schnaufend ohne Max zurück. An diesem Tag hatten wir nichts zu lachen. Es dauerte aber nur noch eine Stunde bis zum Schulschluss. Am nächsten Tag war alles vergessen. Der Lehrer guter Laune und Max wieder in der Schule. Das hat sich im Advent 1952 zugetragen.
jeder hat zu Hause einen Christbaum. Manchmal ist einem auch nicht danach, einen aufzustellen. Aber hier gibt es Grund zur Freude, denn der Christbaum ist zurück. Als ich noch klein war, da hat der Christbaum bis zur Decke gereicht. Er war zwar eine Fichte nur, von Doppeltanne keine Spur, doch war er immer eine Pracht, alljährlich zur heiligen Nacht. Doch als ich wurde circa 10, da konnte man schon deutlich sehen, der Baum war etwas kleiner jetzt, ein Trend hatte sich schon eingesetzt. Man merkte es zuerst ja kaum, so wie ich wuchs, schrumpfte der Baum. Und wie ich auszog von zu Haus, da sagten meine Eltern, aus, wir lassen es mit dem Bäumchen sein, das braucht man nicht für uns allein. Und dann kam an ihr Enkelkind und änderte die Welt geschwind. Im alten Haus steht wieder da ein Baum, so wie er früher war. Es dreht ein Kind, was für ein Glück, in mancher Weis die Zeit zurück.
Ja, schon im 19. Jahrhundert beschrieb Peter Rosecca seine Kindheitserinnerungen an die Waldheimat in der Steiermark. In einer seiner Geschichten erzählt er, wie schwierig damals ein Weihnachtseinkauf sein konnte. Und eine heutige Version könnte so lauten: Wie Peter um die Christtagsfreude fuhr. Peter, wach auf! Du musst runter in den Ort fahren und ein paar Sachen einkaufen, damit wir morgen am Christtag was zu essen haben. Der Bub öffnete die Augen und blickte ins Gesicht des Vaters. Der Wecker zeigte 6:30 und der einsame Bergbauernhof lag noch im Dunkeln. Aber so kannst du das nicht machen, murmelte Peter. Weil mir das Auto nicht anspringt. Fast halt mit deinem Mountainbike. Es liegt eh kein Schnee. Mutter hatte die Einkaufsliste schon vorbereitet. Peter, schau, wir brauchen Mehl, Schmalz, ein Backerl Germ, Salz, Rosinen, Zucker, Safran, ein Neugewürz und 5 Semmeln. Der Vater fügte hinzu: Und wenn du schon unten im Ort bist, fahr bitte zum Holzhändler und sag ihm, er soll dir die 50 Euro geben, die er mir noch schuldet. Mit dem Geld kannst du dann auch gleich einkaufen gehen. Peter machte sich auf den Weg und stand bald vor dem Büro des Holzhändlers. Es war natürlich geschlossen, heute am 24. Dezember. Hochbetrieb herrschte hingegen im Supermarkt. Dort wanderte Peter ratlos durch die langen Regalstraßen, nahm schließlich sein Handy und rief die Mutter an. Mama, ich kenne mich nicht aus, sagte er. Vom Salz gibt's 9 verschiedene Sorten. Willst du das Tafelsalz, das Kristallsalz oder das Feinkristallsalz? Soll ich das jodierte oder das unjodierte nehmen? Meersalz, Himalayasalz oder Kräutersalz? Während der folgenden Diskussion über 24 Mehl- und 30 Zuckersorten ging Peters Handy der Akku aus. Und als ihm auch noch einfiel, dass er ja gar kein Geld hatte, weil er den Holzhändler nicht angetroffen hatte, setzte er sich müde und verzweifelt auf eine Bierkiste. Plötzlich wurde er von einem Mann angesprochen, indem er seinen Onkel Kilian erkannte. Ihm erzählte er seine hoffnungslose Lage. Und er war es schließlich auch, der Mutter nochmals anrief und den Einkauf einstweilen für ihn bezahlte. Wieder zu Hause erzählte Peter, was er erlebt hatte. In der Stube saß auch sein Großvater und als der sich alles angehört hatte, sagte er: Weißt, da hat es einmal einen Waldbauernbuben namens Peter Rosecca gegeben, dem ganz was Ähnliches passiert ist. Nur ist er zu Fuß stundenlang durch den hohen Schnee marschiert und hat kein Handy gehabt. Vielleicht, antwortet Peter, aber der ist auch nicht vor 30 verschiedenen Zuckersorten gestanden.
Tschüss.